Das Warten ist nicht so schlimm, wenn man lernt, sich zu beschäftigen. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit The Longing. Wir sind ja am Ende der letzten Folge nach Hause zurückgegangen. Jetzt sehe ich gerade, jetzt haben wir nur noch 31. Wir hatten noch 40 Tage. Hier drin vergeht die Zeit so schnell. Das ist nicht gut. So, aber pass auf. Wir haben ja neue Bücher gekriegt. Die müssen wir jetzt mal checken hier. Hinsetzen und lesen. Ja, bitte doch. Und zwar, was ist denn dieses unendliche Notizbuch da? Ein Buch lesen, sitzen und starren. Ich will ein Buch lesen. Gedanken, Goose Girl, also sprach Zarathustra, Moby Dick, Gedichte 2, Metamorphose, die 6 Schwane, Geschichtengedönse, Märchen halt, also sprach Zarathustra, Amontillado, nochmal Zarathustra, Iliad 1 bis, was ist das? 13. Das Nibelungenlied, Iliad 9 bis 17? Also das ist 13 und das ist ein bisschen seltsam. Naja, der Rabe, nochmal Zarathustra, nochmal sagen, 3 Geschichten, goldener Vogel, Hans Pfahl, was ist denn das? Das sind richtig, was sind das? Ja, das Neverending Notebook. Dear reader, this is a never-ending book. It is as long as your own words that you put into it. Schön. Gut, haben wir das auch. Zack, Buch zu, weiter geht's. Lass mal ein bisschen musizieren. Wir haben schon so lange nicht mehr musiziert hier. Ja, komm, mach mal hin. So. Ich wusste gar nicht, dass man da verschiedene Töne machen kann. Also ernsthaft jetzt. Das ist immer krass, oder? Eine Sinfonie für die Ewigkeit. Nee, ernsthaft jetzt. Mach nochmal. Okay, fang da oben an. Na, also wenn das nichts war, ne? Okay, so, jetzt, ich muss hier gucken, dass ich irgendwie vorwärts komme. Also ernsthaft jetzt. Was haben wir denn in der letzten Folge? Ich habe vergessen, das Büchlein. Moment, ich mach das mal schnell. Moment, da müsste ich jetzt das Spiel zumachen. Das will ich aber nicht. Gut, dann gehen wir einfach mal runter. Moment, Feuer machen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Feuer machen. Stinkendes Feuer, da brauchen wir Schwefel, blaues Feuer. Nee, wir machen normales Feuer, ja? Alter, guck mal, wie die Zeit rennt. Wow, wir müssen... Hey, so langsam, weißt du, ich krieg hier wirklich Torschlusspanik. Es ist unglaublich. The Longing ist das langsamste Spiel der Welt. Und ich habe hier Angst, dass ich was verpasse. Das ist Wahnsinn. So, komm mal runter da, ja? Hier könnte ich eigentlich ein Bett hinstellen. Leider fehlt mir noch Holz. Hab ich das alles schon aus... Ja, komm. Es hat keinen Sinn hier. Komm mal hoch. Und zwar folgendes. Wir gehen jetzt zurück zum Pilz. Das wird jetzt ein sehr langer Weg, der auch noch relativ lang wird. Außerdem ist der Weg weit und lang. Und deshalb wollen wir heute nicht so viel Zeit hier verplempern. Wir sind hier schon... Okay, dann lassen wir das hier. Guck mal, wie die Zeit hier rennt. Ich muss... Also wirklich, das gibt's nicht. Krieg ich hier Torschlusspanik. Kann man mit dem Gaul eigentlich nicht labern oder so? Sanduhr prüfen. Komm, nein, nicht malen. Prüf mal die Sanduhr. Oder auch nicht. Was ist mit dem Pferd hier? Wasser regulieren, musizieren...
Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Hier. Ach so, ich könnte das jetzt halt abmachen. Aber warum sollte ich das tun? Nee, nee, das ist schon in Ordnung. Na komm, wie kriege ich denn das jetzt wieder ab? Hilfe. Nein! Ja, ist gut. Komm, lass gut sein. Ja, 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 ja. Ich habe schon so viel... Ich will das Pferd hier mitnehmen, aber ich weiß nicht wie. Ja gut, pass auf. Wir wollen zum Pilz. Wo war denn der Pilz? Nein. 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 Da. Da wollen wir hin. Ich werde diesem Ort einen Besuch abstatten. Ich bitte doch darum. Danke. Also, wir haben... Oh, jetzt wird's laut. Jetzt muss ich ein bisschen lauter reden. Wir haben hier einen langen Weg vor uns. Und nur noch 31 Tage. Ich habe halt gerade das große Problem gemacht. Das große Problem gehabt. Eigentlich war nur ein Tag. Ich habe die letzte Folge, okay, 2 Tage her, wo ich sie aufgenommen habe. Das Problem ist aber, dass ich halt gesagt habe, wir laufen nach Hause. Und jetzt war der halt über einen Tag zu Hause bei sich in der Wohnung. Und deshalb sind hier 10 Tage vergangen. Mann, ich will noch so viel, also ich will noch dieser Pilz. Ich hoffe jetzt, dass das mit dem Pilz, dass das funktioniert hat. Weil, ihr habt's ja gesehen, ich habe da einen Pilz gepflanzt. Also es gibt ja nur grüne und lila Pilze. Und ich habe ja den grünen Pilz ganz rechts gepflanzt und den lila links nebendran. Du hast da nicht so viele Plätze. Jetzt ist der Schnurchel aber ordentlich. Du hast da halt nicht so viele Plätze, wo du Pilze pflanzen kannst. Der schnarcht aber ganz schön, hey. Und ich dachte halt, dass der grüne der ist, der dann ordentlich groß wächst. Und habe den deshalb ganz rechts gepflanzt. Aber irgendwie ist dann ein anderer Pilz weiter links. Ich glaube, der lila Pilz ist dann ganz groß geworden. Und das ist nicht gut. So. Jetzt habe ich halt den lila Pilz jetzt ganz rechts. Aber das sind 3 Pilzplätze. Ich habe halt Angst, dass es da eine Reihenfolge gibt. Dass, was weiß ich was, lila, grün, lila. Und ich habe lila, lila, grün gemacht oder sowas. Oder vielleicht musste grün, lila, lila machen. Weißt du? Ich weiß es halt nicht. Also ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt, ich hoffe halt, ich muss halt jedes Mal, dieser Pilz, der dauert halt so einen Tag oder was, bis der gewachsen ist. Ich will ja auch irgendwann mal fertig werden, ne? Ich kann ja nicht den ganzen Tag nur rumrennen und Pilze pflanzen. So. Was sind wir da eigentlich? Am Tor. Kommen wir jetzt nicht da rein, wo die Karte ist? Werden wir gleich sehen. Nee. Ich muss mal überlegen, haben wir... Wir haben zu Hause so einen roten da und so einen weißen. Warte mal. Da haben wir den weißen hier, ja? Was ist denn das da? Da ist ein blau... Ey, das ist da, wo das Gesicht ist, ja? Sollen wir da hingehen? Sollen wir den blauen da auch noch klauen? Hatten wir da noch keine Hacke? War das Gesicht nicht auch irgendwas? Der hat doch gelabert irgendwie so. Ach ja, guck mal, ich sehe hier auch eine Schatz... Stimmt, wir haben ja eine Hacke. Die könnten wir ja nutzen und da ist so eine Glasscheibe, ne? Und da könnten wir ja die Hacke nutzen, um die Glasscheibe kaputt zu hauen. Dann könnten wir an den Schatz kommen. Aber was mache ich mit dem Schatz? Ich meine, es gibt hier keinen Laden oder einen Kaffeeautomat oder so, keine Ahnung, wo du das Geld reinstecken könntest. Also eigentlich ist es voll unnötig, dass man dann... Aber das blaue Dingens da... Guck mal, hier. Das blaue Dingens da, das wäre schon ganz praktisch. Das hätte ich eigentlich recht gerne, ja. So. Okay. So. Okay. Er läuft also noch schön weiter. Da kann ich jetzt in Ruhe was trinken. Ich laber dann auch gleich wieder ein bisschen weiter. Bier, kühl und dunkel. Ich meine natürlich
Traubensaft. Guck mal, man merkt, dass wir hier nah an Frankreich sind. Wenn auf den Bierflaschen eine französische Übersetzung dabei steht. Krass, oder? So, haben wir... Ah, guck mal hier. Da weiß ich, wo wir sind. So, wir sind hier, da wo das X ist. Und wir müssen hin... Na, da hoch auf jeden Fall und dann da irgendwo. Hoppala. Ich sollte... Habe ich das das letzte Mal schon gesagt? Ich sollte kein Bier trinken oder keine Sachen mit Kohlensäure, während ich ein Mikrofon vor mir habe. Das hat seinen Grund. So, ich muss jetzt irgendwie die Zeit überbrücken mit pseudo-intelligentem Geplapper. Okay. Diese Stufen, die ich da hochgehe, das ist ein Sinnbild für die Unwägbarkeit des Lebens. Denn wie man ja sieht, sind diese Treppen schon ein bisschen ausgetreten von den Pfaden und den Wegen all der Personen, die diesen Weg vor mir gegangen sind. Auch sind diese Treppen zwar nicht hoch, aber eher länglich, was dich aus dem Tritt bringt. Und dann würdest du hinunterfallen, die Treppe der Wollust. Ich habe keine Ahnung, was ich hier laber. Ich wollte nur irgendwas Blödes sagen. Hat sich aber gut angehört, oder? Mann, musste dann halt nur lachen. Das sollte man vielleicht lassen, das Lachen. Morgens um 8 wird nicht mehr gelacht. So. Da sind wir. Okay, also jetzt gehen wir da oben rein. Wenn wir da reingehen, ich glaube da oben rein, ich muss das, und dann kommen, glaube ich, die Spinnwebendinger. Und wenn die Spinnwebendinger kommen, dann müssen wir irgendwie noch weiter nach oben gehen. Ich meine, ist ja kackegal. Ich habe ja hier einen Autopiloten drin, ist ja alles super. Kann man ja mal machen. Ich will halt nur ein bisschen was erzählen halt, so. Wenn wir gerade bei ein bisschen was erzählen sind, mein Monitor ist furchtbar schmutzig. Das sieht man halt, wenn das Licht so drauf fällt. Im Moment sehe ich ja vor allen Dingen schwarz. Also so jetzt Spiel. Und im Leben generell, Benzinpreis und alles. Aber ich habe eigentlich so Babytücher für einen Monitor. Heißt das so? Feuchttücher für einen Monitor. Aber da habe ich letztens mit unseren Fernseher sauber gemacht. Und jetzt habe ich die wohl verlegt oder verstellt. Habe ich die nicht hier, schade. Aber ich kann ja ein bisschen... Ui. Ich streichel hier gerade meine Lautsprecher. Ja, ich habe noch Lautsprecher am Monitor. Die sind sehr staubig. Das sind so komische eiförmige Dinge. Also die sind... Also ja, sind sie. Moment. Ach, guck mal. Da kommen meine Feuchtigkeitstücher. Cool, danke. Die guten Screen Cleaning Cloth. Sehr schön. Ich sag's dir. So unbezahlte Sklaven sind was Feines. So, jetzt ist das natürlich sehr dumm, was ich mache. Jetzt ist mein Monitor heiß, merke ich gerade. Denn wenn ich jetzt da dran wackel... Hallo. Das Problem ist, dass da ja die Kamera drauf ist. Dann verwackelt ja alles, merkt man, ne? So, Moment, haben wir gleich. So, mach mal so. Ja, wir verpassen hier ja nichts. So. Es ist aber wirklich schon Hardcore hier. Also das ist ja... Das gehört ja verboten. Aber wer hat denn da dran geschissen? Echt jetzt? Was macht man doch nicht? Lass mal kurz darüber gucken. Oh, mein Monitor ist voll warm. Moment. Nee. Guck mal, der ist nur... Warte mal, guck. Wenn das oben vom Monitor ist und das unten, dann ist er ungefähr hier. Da ist er warm. Und sonst nirgends. Ist das gut oder schlecht? Ich habe keine Ahnung. So, wir klettern hier jetzt gerade hoch. Ja, so, ich mache jetzt noch die Ecken. So. Aber hier auch noch ein bisschen... Das ist das Geräusch, wenn man putzt, ne? So, jetzt habe ich natürlich die Kamera. Ich könnte ja auch meinen Monitor da unten auch noch gleich putzen. Das seht ihr ja zum Glück nicht. Ist ja kein... Ich hab mir irgendwann mal also, kennt ihr diese LED-Faschisten da? LED-Fetischisten, tut mir leid.
wo der Computer blitzen und blinken muss und alles braucht LEDs. Die haben sogar LEDs auf ihren LEDs. Und da gibt es halt so Monitore, die man sich dann auch außen ans Gehäuse machen kann oder innen, scheißegal. Und damit das da auch noch blinkt und blitzt. Und so einen Monitor habe ich. Der ist 3800, was ist die 4K-Auflösung, also die horizontale Auflösung, aber hat, glaube ich, nur 1100 Vertikalauflösung. Sprich, der ist halt schmal, aber lang, aber breit. So irgendwie. Und der ist sehr perfekt, um unter den Monitor drunter zu stellen. Kannst du dann dein Aufnahmezeugs drauf machen, OBS in meinem Fall, und kannst dann da einfach immer runter gucken. Dann brauche ich das Bier wieder. Dann brauche ich den zweiten Monitor, der jetzt mein dritter ist, der daneben ist. Da ist eigentlich mein Monitor, da musste ich halt immer so rüber gucken. Kann ich mir jetzt sparen, ich kann jetzt einfach nur nach unten gucken. Ist das besser? Ist das besser wie das? Oder ist das besser? Oder soll ich so machen? Mir wird selbst ganz blöd im Kopf. So. Oh, guck mal. Da ist ein Blümchen draus gewachsen. Aus meinem Freund. Will ich das Blümchen aufheben? Nee. Nee. Das ist das Blümchen, wo ich meinen einzigen Freund hier begraben habe, der leider viel zu früh von uns gegangen ist. So. Autopilot ist drin. Aber krass, dass man das Blümchen mitnehmen könnte. Sollen wir das Blümchen mitnehmen? Weil wenn wir ja das Blümchen mitnehmen, dann können wir den Freund immer bei uns im Herzen tragen. Auf der anderen Seite, mein Vater ist gestorben, als ich 19 war. Er wurde verbrannt. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie die Asche in dem Taschentuch dabei und schleife sie überall mit mir rum. Der soll schon da auf dem Friedhof der soll da schon im Bett liegen bleiben. Findet ihr bestimmt auch nicht so gut, wenn er eine Runde chillen will und ich nehme ihn überall hin mit. So, wir lassen das Blümchen hier, okay? Gut. So. Aber wir könnten uns hier einen Pilz nehmen wir uns mit. Komm mit, Pilz. Ja, ein Pilz. Er leuchtet im Dunkeln. Und du gehst dahin. So. Dann sind wir ja zumindest schon mal im Pilzgebiet. Das ist gut. Dann müssen wir jetzt einfach nur noch nach oben. Und ich hoffe jetzt, dass das mit dem Pilz richtig geklappt hat. Ich kann aber auch jetzt schon sagen, ne, wenn wir oben ankommen und der Pilz ist schon wieder viel zu weit links, dann gucke ich in le Internets, wie man die richtig pflanzt, weil irgendwann ist dann auch mal genug. Dann, weißt du, dann streicht meine Intelligenz die Segel, streicht dann so, weißt du, und sagt, ich mach Feierabend. Guck, wie du klarkommst. So. Nee, also ich habe da keinen Bock, 10-mal dasselbe zu probieren und jedes Mal klappt's nicht. Das ist wie bei allem anderen auch. 9-mal ist okay, bei 10-mal sage ich nee. Ja? Gut, ich habe wieder Durst. Soll ich gleich das Mikrofon ausmachen, dass ich nicht wieder hier... Ja, ist egal. Warum habe ich mir eigentlich Cola-Bier geholt? Cola-Traubensaft. Ich mag das gar nicht. Ich mag doch Radler viel lieber. Oder alkoholfreies Pilz. Alkoholfreies Pilz ist das Geilste, weil das schmeckt wie nicht süßer Radler. Und das ist richtig geil. Deshalb trinke ich am liebsten alkoholfreies Pilz. Pilz. Sag mal, der Monitor ist aber auch ganz schön dreckig. Aber hier... Ich kann euch einen guten Trick sagen, wie ihr nicht mehr seht, also wie ihr gegen dreckige Monitore vorgehen könnt. Einfach ausschalten. Das ist ähnlich wie wenn du im Auto sitzt und das Auto macht so komische Geräusche. Einfach Radio lauter machen. Wenn dann die Geräusche auch lauter werden, dann hast du einen scheiß Musikgeschmack. Ich helfe doch, wo ich kann. Hört auf mich, ihr Leute. Ich bin alt, ich habe viel erlebt, ich habe zu allem was zu sagen. Ich sage nicht, dass es richtig ist, aber ich habe zu allem was zu sagen. So, also, guck mal hier. Endspurt, jetzt rennt er aber.
Mal lieber Scholli, guck mal, wie die Haare im Wind wehen, die 5, die er hat. Moment. Ah, so. Okay. Sind wir jetzt schon... Uiuiui. Sind wir schon... Also geht das schon? Sind wir schon... Müssen wir nicht noch weiter hochgehen? Nee, ich glaube, wir sind hier fertig, oder? Jetzt, ich glaube, da war, glaube ich, die Mauer, die wir weggeklöppelt haben. Hoffe ich. Das heißt, jetzt müsste hier bald der hoffentlich Pilz kommen, der hoffentlich an der Wand steht, dieses Mal. Sonst wird's peinlich. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht... nicht gut aus, das sieht gar nicht gut aus, das sieht überhaupt nicht gut aus. Das... Wo kommen die ganzen grünen Pilze her? Ey, ich fühle mich gerade veräppelt. Echt jetzt. Okay. Dann gibt's hier jetzt Pause. Ich fresse jetzt gleich den Pilz. Das hat einer eingepflanzt. Du solltest ihn essen. Okay, pass auf. Pilz ernten. Okay, ich werde jetzt mal kurz Internet bemühen, weil das geht hier so nicht. Pass auf, das machen wir anders. Ich habe da die Idee vor dem Herrn. Pass auf. Guck. Wir gehen zu dem blauen Ding. Da gehen wir jetzt halt hin. Nee, das ist ja dumm. Ich drücke ganz kurz Pause. Wo geht das? Ah, hier. Ich drücke ganz kurz Pause, gucke im Internet, dann pflanzen wir die Pilze richtig und dann gehen wir an das blaue Ding. Okay? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Also, ich habe alles richtig gemacht. Pass auf. Ich kann es ja sogar zeigen. Moment. Das ist falsch. Desktop? Das ist auch falsch. Haben wir bald alles durch hier? Okay. Pass auf. Haben wir gleich. Ich tu da mal... Mach mal da oben so, ne? So. Tut mir leid. So. Ich kann es doch nicht zeigen. Da müsste ich jetzt ein OBS rumschrauben, habe ich aber gerade keinen Bock drauf. Also. So, pass auf. Gesagt wird... Plant pink one at the rightmost possible position. Also so weit rechts wie möglich in Rosanen. Und dann grüne so nah wie möglich an den dran. 10 Stunden warten. Nach was sieht denn das aus? Da kriege ich halt keinen hin, oder? Komm mal her. Komm mal her, Junge. Aufstehen. Ja, ich weiß, dass das Leben langsam ist. Okay, pass auf. Ich ernte jetzt diesen Pilz. Dieser Pilz fängt an, seltsam auszusehen. Ich fasse ihn besser nicht an. Moment, wächst der gerade? Ernsthaft, der wächst gerade? Also ich bin dann doch richtig? Pilz ernten. Stimmt, der ist ein bisschen dicker geworden da. Okay, pass auf, wir gehen jetzt dahin. Ja, ich werde diesen da, oder... Okay, also der Pilz scheint... Aber es sind doch... Also laut dem Internet, das ich mit Alt und Tab aufrufe, steht da... Bla bla bla... Bla bla bla. 10 Stunden, ungefähr 10 Stunden warten. Junge, das habe ich gemacht. Ich habe sowas von 10 Stunden gewartet. Das glaubst du gar nicht, wie viel 10 Stunden ich gewartet habe. Das ist ja über einen Tag her. Weiß nicht. Also langsam, also wirklich. Ein Spiel, wo du 400 Tage Zeit hast. 400 Realtime-Tage. Hoppala, wieso ruckelst du denn gerade? 400 Realtime-Tage hast du Zeit. Und ich krieg hier
Ich krieg hier Torschlusspanik. Ich habe Angst, dass ich irgendwas nicht mitkrieg. Ich will, weißt du, nach 400 Tagen wacht doch der König auf und dann ist das Spiel rum. Oder müssen wir den wecken? Ist das Spiel vielleicht gar nicht rum und wir müssen ihn noch händisch wecken? Das kann natürlich sein. Weiß ich gar nicht. Das heißt, wir könnten... Also wenn man den König wecken muss, dann können wir noch alles machen, was wir wollen, auch nach den 400 Tagen? Oder wirst du nach den 400 Tagen, wacht er halt einfach auf? Aber nee, das ist ja der ganze Witz dran, war ja, dass der König gesagt hat, wir sollen ihn wecken. Sonst, wenn er automatisch aufwachen würde, bräuchte er uns ja gar nicht, oder? Na, ist egal. Trotzdem. So. Wir gehen jetzt zu dem Gesicht und labern mal ein bisschen mit dem Gesicht und falls nicht, dann klauen wir ihm seinen Edelstein. So, ich habe keine Ahnung mehr, wo das Gesicht war. Also ich weiß, dass... Ich kann ja mal ein bisschen zeigen, ne? Also da in der Nähe, oder? Kann das sein? Dass das da oben irgendwo war? Auf jeden Fall, von der Farbgebung sind wir hier richtig. Richtig. Aber hier sieht es überall so aus. Ich guck gerade. Was wir hier sonst noch so Feines haben. Musik ändert sich gerade. Dieses Gebimmel da war vorher nicht, ja? So, ja, egal, komm. Ah, nein! Nein. Weiterlaufen. Ja. Geh mal gucken. So. Ich hoffe halt, Ich hoffe, dass es das mit dem Pilz da, dass das da kein Problem ist. Was ist denn das für ein Problem jetzt gerade? So. Mann ey. So, komm, ich lese noch ein bisschen vor. Ihr könnt es halt gerade nicht sehen. Ich muss mal hier die Szene in OBS gescheit einstellen. Ihr könnt das gerade nicht sehen, aber ich bin gerade auf der Longing-Diskussionsseite Gedönse da von Steam. Und er schreibt halt, er hat genau dasselbe Problem. Dass er also da nicht weiterkommt. Und ich meine, das ist ja jetzt nicht so schwer. Und ich könnte schwören, dass wir... Oder haben wir immer die Grünen? Weil der komische Mutantenpilz auch grün ist. Und haben wir deshalb immer den Grünen ganz rechts hin? Müsste ich mal meine alten Folgen gucken. Das ist wieder das Blümchen. Pass auf, wenn wir nach links gehen, nehme ich das Blümchen mit. Scheiße. Ich hab gelogen. Ich wollte sagen, wenn wir nach rechts gehen, nehmen wir das Blümchen mit, okay? Nein, ich werde dieses Blümchen hier... Ja, komm, shit on it. Ich nehme das Blümchen mit. Oh, es reimt sich. Ich nehme das Blümchen mit. Vielleicht wächst dann ja noch eins. Eine Blume vom Grab meines Freundes. Ab jetzt ist dies mein kostbarster Besitz. So, ich laufe jetzt aber nicht auf den Friedhof, buddel die Urne meines Vaters aus und klau die Asche raus und laufe jetzt damit rum. Das könnt ihr vergessen. Das mache ich nicht. Aber die Blume von der Spinne, die nehme ich mit. So. Guti. Dann lass mal gucken hier. Das ist voll komisch, dass die Musik gerade so... Ach so. Hey, ich denk so, hey, das hört sich an, als würde hier jemand atmen, ein Riesenvieh oder was. Ja, das ist der König. Der pennt doch. Der schnarcht durchs Gemäuer. Es ist gar kein Gemäuer. Der schnarcht durch die Höhle. Durch die Nebenhöhle. So. Also normalerweise kommen wir als von links, oder? Also von euch diesem links. Es ist ein bisschen schwierig mit dieser Kamera. Das hier ist mein linker Arm, ne? So wie das sein soll. Man erkennt daran, dass ich keiner von denen bin, die die Kamera gespiegelt haben. Warum? Also,
verstehe mir noch nicht, warum Leute ihr Kamerabild spiegeln. Ist das vielleicht, damit sie sagen können, da auf der linken Seite, dann zeigen sie aber nach rechts. Aber ich mag das nicht. Also man erkennt daran, dass meine Kamera nicht gespiegelt ist. Guck. Muss ich aufstehen oder was? So. Könnt ihr das lesen? Das heißt Middle-earth. Mittelerde, ja? Könnt ihr das lesen? Ja, dann ist es nicht gespiegelt. Außer es würde wow heißen. Dann könnte es gespiegelt sein. Zumindest horizontal. Oder? Gut. Ach nee, guck mal, da waren wir dann doch schon. An den Felsen kann ich mich erinnern. Sag mal, wo ist denn das Gesicht, hey? Ich meine, ja, da waren wir jetzt schon ewig nimmer, aber das war doch nie so weit weg. Hier, sicher wieder 30 Minuten hier. Eieieiei. Das ist irgendwie gar nicht mal so interessant hier, oder? Jetzt habe ich natürlich auch keine Themen mehr. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob ich mir das... Ich habe gerade so überlegt, ob ich... Weißt du, diese Hintergrundgeräusche. Das leichte Gluckern finde ich ja immer schön. Und Tropfen und so, aber dieses Geschnarche da... Oder was das sein soll, ich weiß nicht, ob ich das wollen würde. Ich mag ja... Ich hab 10 Stunden Regen im Wald... Soundfile. Finde ich voll angenehm. Ich nutze es nicht mehr zum Schlafen. Habe ich mal eine Zeit lang gemacht, war schön. Aber wichtig ist, es muss donnern, so ein bisschen so grollen. Es muss Regen in einem Blätterwald sein oder auf einem Zeltdach. Und es muss sich zumindest echt anhören. Du kannst das natürlich auch selbst machen. Es gibt ja Websites, da kannst du dir zusammenstellen, wie viel Donner willst du haben, wie viel Regen und sowas. Aber das hört sich unnatürlich an, wenn das zu sehr, du weißt genau, okay, nach 7,5 Sekunden kommt ein leichter Donner, nach 12 Minuten kommt ein lauter Donner. Nee, sowas will ich nicht. Und dann muss auch das Geräusch von Regen, das auf Blätter platscht, das muss auch richtig sein. Das muss so richtig tropsen. So richtig so plopp. Weißt du? Deshalb Zeltdach oder Blätter. Und deshalb ist Regen in einem Nadelwald auch nicht so schön. Weil Nadelbäume generell wenig Blätter haben. Meistens. Wo es drauf regnen kann. Und dann gibt es diese Regen auf Blättergeräusche. Im Blätterwald. Im Nadelbaum nicht. Ja, und das finde ich gut. Wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Ach ja, das Schnarchen vom König. Naja, jetzt ist ja wieder Musik da. Die sitzen da im schwarzen Bereich, ganz schwarz angezogen, mit einer schwarzen Tuba und machen mir hier Musik. Was würden wir eigentlich machen, wenn ich nicht so schöne gelbe Guckerchen hätte? Dann würde ich ja gar nichts mehr sehen, oder? Guckt die Videos hier eigentlich irgendjemand zum Schlafen? Sollte ich vielleicht ein bisschen langsamer reden? Soll ich so tun, Herr Günzelsen? Geht nicht. Das ist ja am Arsch der Welt. Mann, da sind wir vorhin alles hochgegangen. Wenn ich das gewusst hätte, dass das der... Wir gehen aber jetzt schon dahin, oder? Ja, wir gehen da... Weißt du? Nicht, dass der jetzt zu mir nach Hause geht und ich so, ja, Moment, was machst denn du hier? Weißt du so? Nee, das wäre doof. Okay. Ja, also ich will jetzt halt zumindest, ich brauche ein Erfolgserlebnis hier. Ich will zumindest bei dem weißen Kristall ankommen. Das wäre mir ein Anliegen, wäre mir das. Dieser Pilz, der nervt mich. Na, wenigstens haben sie es so gemacht. Also, als ich den ja eben pflücken wollte, stand da ja, der sieht aber komisch aus, den will ich nicht anfassen. Ich hoffe, dass das ein Hinweis drauf ist, dass der bald mutiert. Dass die Entwickler, oder ich glaube es ist einer, ist ein Deutscher, dass der das als Hinweis eingebaut hat. Nee, du bist auf dem richtigen Weg. Geduld, junger Padawan, weißt du? So, jetzt will ich aber rechts rausgehen, oder? Ja, scheint so. So, ich bin ja gespannt. Wir sind ja hier. Und jetzt gehen wir da nach rechts, oder was? Ach, da unten. Guck mal, wir sind wahrscheinlich da unten hin. Das sind diese ganz vielen Kristalle.
Jetzt bin ich aber mal gespannt, wo er hingeht. Die Spannung ist kaum noch auszuhalten. Ich kriege mich nicht mehr ein. Ich guck gerade. Ob ich noch irgendwie was Cooles hier habe, was ich zeigen kann. Soll ich noch ein bisschen mein Bart bürsten? Ach, das ist so schön. Ich mag das. Ohne Scheiß. Ladies, wenn ihr mal nicht wisst, was ihr eurem Herzgebobbelte schenken sollt und er hat einen Bart, kauft eine Bartbürste. Sieht so aus. Steht sogar drauf. Ich weiß, habe ich aus irgendeinem Drogeriemarkt oder so, steht drauf. Go brush yourself. Brooklyn Soap Company. Es ist scheißegal, einfach nur eine Bartbürste. Relativ harte Borsten. Also eigentlich kratzt das so richtig. Oh, das ist schon geil. Kannst du auch so noch. Ich würde so vielleicht, also die Haare am Hintern würde ich damit vielleicht nicht bürsten. Also einfach nur, weiß nicht. Wenn du danach im Bad dann wieder bürstest und denkst so, hier riecht's wie Klo. So. Okay, wo sind wir? So. Ich sag, wir gehen nach unten. Unten in die Dunkelheit. Ach, guck mal, hier war der Stalaktit, der runtergefallen ist. So, ich sag, wir gehen nach unten. Ich sag, wir gehen nach oben. Das australische unten meine ich natürlich. Genau. So, ich habe jetzt gerade ein Problem, dass mein linkes Nasenloch dabei ist zu verstopfen. Ich müsste meine Nase putzen, aber das sieht unästhetisch aus. Sagt der Mann, der hier steht und sich die Achseln mit der Bartbürste geschrubbt hat, weißt du? Ja, es geht, aber irgendwo ist dann auch genug. So. Ah, guck, da sind wir schon. Da sind wir ja schon. Das ging ja fix, hä? So, ja, komm. Schön weitergehen. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen zum Gesicht labern, ja? Ich will erstmal ganz rechts gucken, ob es da weitergeht. Kann man mit dem Gesicht überhaupt reden? Also ja, haben wir ja schon mal gemacht. Ich meine, macht das nochmal? So, jetzt gucke ich, ob man da noch hacken kann. Nee, scheinbar nicht. So, jetzt labern wir eine Runde mit dem Gesicht. Mal gucken, was er Interessantes zu sagen hat. Ja. Hallo Gesicht, wie geht es dir? Es geht mir gut. Wie geht es dir? Okay, kannst du mir mit diesen Gedanken helfen? Wie kann ich die Dunkelheit überwinden? Was liegt jenseits der Höhle? Was wird nach den Federtagen passieren? Okay, das ist eine sehr gute Frage. Alles sind alles sehr gute Fragen. Was wird nach den 400 Tagen passieren? Die Frage, die ich stelle, ist, müssen wir den König wecken? Oder wacht er von alleine auf? So, was liegt jenseits der Höhle? Wenn der Traum, den ich vor ein paar Folgen hatte, stimmt, dann liegt oben ein Plumpsklo. Wie kann ich die Dunkelheit überwinden? Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich, weil guck hier oben, seht ihr das? Da ist ja so eine Kerze, ne? Und da drücke ich drauf und dann kannst du einstellen zwischen dunkel, mitteldunkel und hell. Und das ist das Hellste. Ja, okay, das ist jetzt das Hellste. So, trotzdem. Ich hätte es gern noch heller. Wie kann ich die Dunkelheit überwinden? Ich werde dir meine Weisheiten anvertrauen, aber ich verlange zuerst eine Gabe. 20 Mark Kohle geben. Ja. Der Weg zum Licht wird von tiefer Dunkelheit versperrt. Du wirst sie nur überwinden, wenn du lernst, selbst zur Dunkelheit zu werden. So wirst du ihr zum Unsichtbaren. Aber du wirst dies nur erreichen, wenn du in bewusster Einsamkeit tief in deinen Geist vorstößt. Was laberst du für eine Kacke hier? Gib doch mal klare Antworten. Weg zum Licht wird von tiefer Dunkelheit versperrt. Okay. Du wirst sie nur überwinden, also die Dunkelheit, wenn du lernst, selbst zur Dunkelheit zu werden. Und wenn man in der Dunkelheit zur Dunkelheit wird, dann wird mir für die Dunkelheit unsichtbar. Ergibt das Sinn? Aber du wirst dies nur erreichen, wenn du in bewusster Einsamkeit tief in deinen Geist vorstößt. Also wie einsam kann ich noch sein? Also abgesehen von ihm hier habe ich jetzt gar keinen mehr zum Labern. Sogar die Spinne ist nimmer.
Ja. Okay. Was wird in den 400 Tagen passieren? 20 Moos geben. Ich habe 50. Das mache ich. Solange es Zeit gibt, wird es Sehnsucht geben. Und sobald alle Sehnsüchte enden, wird die Welt keine Zeit mehr brauchen. Und die ohne Sehnsucht werden die Welt nicht mehr brauchen. Okay, das ist genauso ein Kaka. Solange es Zeit gibt, wird es Sehnsucht geben. Okay. Sobald die Sehnsüchte enden, wird die Welt keine Zeit mehr brauchen. Und die keine Sehnsucht mehr haben, was in dem Fall alle sind, weil wenn alle Sehnsüchte enden, dann sind nur noch Leute da ohne Sehnsucht. Und die ohne Sehnsucht werden die Welt nicht mehr brauchen. Also wenn du keine Sehnsucht mehr hast, brauchst du keine... Moment. Wenn du keine Sehnsucht mehr hast, dann brauchst du nicht mehr zu leben? Oder was? Was? Okay, solange es Zeit gibt, wird es Sehnsucht geben. Wenn die Sehnsucht endet, dann endet... Sobald alle Sehnsüchte enden, wird die Welt keine Zeit mehr brauchen. Und die... Also die ohne Sehnsucht brauchen keine Zeit mehr. Und die Zeit braucht die mit Sehnsucht und die mit Sehnsucht brauchen die Zeit. Und wenn es keine Sehnsucht mehr gibt, wenn Leute oder Menschen oder was weiß ich was, Lebewesen keine Sehnsüchte mehr haben, brauchen sie keine Zeit mehr. Und wenn sie keine Zeit mehr brauchen und keine Sehnsüchte mehr haben, dann brauchen sie auch die Welt nicht mehr. Für mich hört sich das an wie... Dann kaputt, alles weg. Alles weg. Aber die Frage war doch, was wird nach den 400 Tagen passieren und nicht, was ist mit der Sehnsucht? Also wenn die Frage ist, was wird mit der Sehnsucht passieren und er labert irgendwas von alles weg, dann heißt es, dass nach den 400 Tagen alles weg ist? Das ist jetzt nicht so cool. Okay, weiter geht's. Was liegt jenseits der Höhle? Ich brauche 5 Enttäuschungen. Ja geil, ich habe genug. Enttäuschungen kann ich dir geben. Hier, bitte. Okay. Jenseits der Höhle gibt es Licht. Es ist schön und gefährlich. Licht hat keinen Verstand. Misstraue den kindlichen Augen der Jugend. Sie werden dich fürchten. Vertraue nur den Alten und Blinden, die keine Angst vor dem haben, was aus der Dunkelheit kommt. Okay, also Alte und Blinde werden keine Angst vor dem haben, was aus der Dunkelheit kommt. Wenn sie ja blind sind, können sie hell und dunkel noch sehen oder ist er so komplett blind? Weil er kann ja gar nicht sehen. Licht hat keinen Verstand. Misstraue den kindlichen Augen der Jugend. Sie werden dich fürchten. Also, Alte und Blinde haben keine Angst vor mir. Also, die haben keine Angst vor dem, was aus der Dunkelheit kommt. Das bin ich. Das bin definitiv ich. Ich komme aus der Dunkelheit, so. Jenseits der Höhle gibt es Licht. Es ist schön gefährlich. Licht hat keinen Verstand. Aber Dunkelheit schon. Und ich bin Dunkelheit, oder was? Misstraue den kindlichen Augen der Jugend, sie werden dich fürchten. Da wird er explizit, da sagt er dich. Sie werden dich fürchten. Vertraue den Alten und Blinden, die keine Angst vor dem haben, was aus der Dunkelheit kommt. Und das, was aus der Dunkelheit kommt, bin auch ich. Also ich soll Alten und Blinden vertrauen, aber jungen, kindlichen, Jugendlichen nicht. Ich habe noch mehr Fragen. Oha. Kannst du mir ein Geheimnis verraten? Was wird passieren, wenn ich die Höhle verlasse? Kann man die Zeit manipulieren? Ja, kann man. Indem man sein Haus schön einrichtet, das weiß ich. Kannst du mir ein Geheimnis verraten? 3 Mark Goldmünzen? Ich habe keine. Ach so, guck mal, dafür könnte ich die Goldmünzen gebrauchen. Ah. Mit 3 Goldmünzen verrät er mir ein Geheimnis, okay. Was wird passieren, wenn ich die Höhle verlasse? 100 Kohle? So viel habe ich nicht. Und was, hier kann man die Zeit manipulieren. 7 Enttäuschungen, ich habe auch nur noch 5.
Jetzt bin ich enttäuscht. Okay, danke für den Rest. So, jetzt pass auf. Hacken. Hast doch nichts dagegen. Dieser Kristall ist sehr hart. Es wird eine Weile dauern, ihn abzuschlagen. Nun gut. Dann wird es halt eine Weile dauern, aber für heute war es das. Und mal gucken. Also, ob ich morgen, also wirklich, ich habe hier Torschlusspanik. Ich habe vor, morgen auch wieder eine Folge hochzuladen. Kann auch 2 Tage dauern, kann 3 dauern. Keine Ahnung. Eigentlich ist es ja kackegal, nach 400 Tagen wecken wir einen König oder wacht er von alleine auf oder was weiß ich was. Dann ist das Spiel eh rum. Ihr werdet das Ende auf jeden Fall sehen. Okay? Gut. Danke. Fade out und tschüss.